Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet jiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite jiddishvoice.com und durch Twitter @TheYiddishVoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat a neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Guten Abend. Ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline. Das ist zunächst Meir David. Unser heutiger Gast ist David Eliyahu Fishman, was ist Professor von jüdischer Geschichte im Jüdischen Theologischen Seminar in New York. Fishman's neue Buch, The Book Smugglers, Poets, Partisans, and the Race to Save Jewish Treasures from the Nazis, hat gewonnen die nationale Bücherprämie für ein Werk wegen der Churban-Thematik. Das Buch beschreibt, wie die so gerufene Papierbrigade von der Wilner Ghetto hat ausbehalten jüdische Kulturäußeres von den Deutschen. Dank Fishmans Forschung bekennt sich der Lehrner gut mit den 5 Haupthelden von der Papierbrigade: Schmerke Kaczynski, Zeli Kalmanowitsch, Rachel Krinsky, Hermann Kruk und Avrom Zuskever. Gleichzeitig bekennt sich mit den deutschen Gaslonen, oben an zwischen sie Johannes Paul. David Fishman ist nicht kein Fremder auf unser Programm. Uns ist allemal eine belehrende Überlebung, wenn tritt auf. David ist euch nicht kein Fremder in Boston. Sein Magister und Doktorat hat gekriegt von Harvard, unter der Herrschaft von dem verstorbenen Rav und Professor Yitzchak Asher Tversky. Noch eine Verbindung. Adayom beweist David noch ein Talent. Tritt auf und dient in der Bostoner Schule wie ein Chasen zu den Yomim Noraim. Auch seine englischsprachige Werk wegen der Geschichte und Kultur von den Juden in Mizrach-Europa hat herausgegeben mit Zollbücher auf Jiddisch, 4 Bände von der neuen Serie Ivo-Blätter und eine Band jiddischsprachiger Drosches und Ksovim von Rav Yosef Dov Halevi Soloveitchik. Dem Interview hat angeführt mein Schutef auf dem Programm Sholem Beinfeld, was ist ein ofter Mitarbeiter. Ist Mitchefredakteur von einem neuen Jiddisch-Englisch-Wörterbuch. In dem Fall ist minasam der beste Mensch für den Zweck. Sholem hat gedient wie Hauptkonsultant für den Film Partisans of Vilna. Ist gewesen Chefkonsultant und Historiker für die Ausstellung beim Churban-Museum in Washington, wie euch Eidzegeber beim Stadtarchiv in Vilna.
Als sag mal beim Zugreifen die Programm der Monachsach in der Mitgründerin von der Radioprogramm das jüdische Kol Chassia Segel, Alei Shalom. Sie hat gehabt im Schuss zu sein a Talmida von Zeli Kalmanowitschen, wenn hat a Zeit gelernt Hebräisch in ihr Tarbetschule in Ponevesh in der Lita. Später ist gewesen einer von den Hauptfiguren in der Jüdische Wissenschaftliche Institut oder JIVO und Beister Melchome einer von den Helden von der Papierbrigade und tragisch umgebracht. Chassia wollte sehr stolziert und zufrieden sein mit dem Herauskommen von David Fischmanns Buch, was beehrt ihr Lehrer. Es ist gewesen eine seltene Mechaie, sich zuzuhören zu Sholem Beinfeld und David Fischmannen. Ich meine, sie haben allein gut verbracht euch. Und jetzt, teure Zuhörer, hoffe ich, dass ihr wird allein Hanoa haben. Hört jetzt Sholem Beinfelds Interview mit David Fischmannen wegen Buch The Book Smugglers, Poets, Partisans, and the Race to Save Jewish Treasures from the Nazis. Es ist eine sehr dramatische, eine sehr komplizierte Geschichte. Mamisch ein Detektivenroman. Könnt ihr übergeben für unsere Zuhörer einen Kitzer von dem, wegen was es handelt sich im Buch? Ja, auf einen Fuß, Regelachas, ist das Buch wegen dem, wie man hat abgeraten wird, jüdische Kulturäußeres von den Deutschen in Wilna Beister Melchome. Also es gibt eine Gruppe jüdische Zwangarbeiter, was mit gerufen die Papierbrigade, Avram Sutzgewer, Schmerke Kaczerginski, andere. Und die, was haben übergelebt, im Ghetto und im Melchome, sind zurückgekommen in Wilna nach der Befreiung und haben ausgegraben die behaltene Kulturäußeres, Gebäude jüdischen Museum. Aber zum Schluss eingesehen, dass man da fragte, wenn die Materialien ein zweites weil in Sowjetenverband, in der sowjetische Wildnis sind sie nicht gesichert, haben sie rausgeschmuggelt, von den Äußeres von Wilna in Russland. Also, auf das auf jeden Fuß ist wegen zweimal operativ, zweimal operativ in jüdische Kulturäußeres. Erstens von den Nazisten, von den Deutschen und ein zweites Mal von den Sowjeten. Das Buch heißt The Book Smugglers, aber faktisch handelt es sich nicht nur wegen Bücher. Nur euch von Polaminen Texten, Xaviadens, Foren, Dokumenten und so weiter. Kennt ihr für uns da Monenchotsch ein Teil von den wichtigsten von sie? Adrab, aber Shalom, du bist gerecht. Ein bisschen viel ist doch schuldig, weil als Sache von die wichtigste Äußeres, was sie geraten wird, sind nicht gedruckte Bücher, nur sind Dokumenten und Xaviaden. Aber ich nutze das Wort Buch in breiten, generischen Sinnen. In dem Buch allein analysiere ich 4 solche, kann man sagen, Äußeres, was wir da ausrechnen. Eins ist ein Tagebuch von Theodor Herzl, was hat angeschrieben in die 1880er Jahren. Das heißt, noch älterer geworden, der Gründer von dem modernen Zionismus. Das ist gewesen in JIVO-Archiv, Vater Melchome. Ich analysiere euch den Pinkes von dem Klois von Wilner Goen. Das ist Pinkes, was beschreibt nur die wenigste, kann man sagen, Funktionierung von dem dosigen Klois und der dosigen Besmedrisch. Im Escher von 170 Jahren, von den 1750er Jahren bis die 1920er Jahren. Drittens, ein Sachbrief von Shalom Aleichem. Shalom Aleichem war ein größer Brievenschreiber und mit abgeraten wird 50 Briefe sein.
Und zweitens analysiere ich viel ein Kunstwerk. Nicht kein Buch, nicht kein Xaviad, nur eine Skulptur, ein Bust von Tolstoi, was ein Wilner jüdischer Künstler Ilya Ginsburg hat gemacht. Tolstoi hat für ihn manchmal posiert und hat gemacht ein Bust. Also das ist ich habe ausgeklärt die 4, weil es weiß, wie verschiedenartig historische Material, also wie Herzls Tagebuch, literarische Material, also wie Shalom Aleicham's Brief, religiöse Material, von Vilna Gaon, und eine Sache Kunstwerk, Malereien und Büsten und so weiter. Wir haben früher damals euch dem Tagebuch von Vilna Ghetto, dem sehr wichtigsten Tagebuch von Hermann Krug. Und wie ich verstehe, hat er zugegräht ein paar Auszüge von Krugs Tagebuch, was ihr könnt für uns vorlesen. Ja, ich will noch da meinen, wie sagt, als faktisch haben wir 2 Tagebücher, was beschreiben die Geschehnisse, bis sie kommen vor. Und das ist Krugs Tagebuch, gewinnt der Anführer von der Dosiker Papierbrigade, und Zelig Kalmanowitsch's Tagebuch. Zelig Kalmanowitsch, Hauptmitarbeiter von JIVO. Es gewinnt faktisch Krugs Stellvertreter, der zweite Mensch von der Papierbrigade. Und beide beschreiben, was kommt vor in ihre Tagebücher. Und beide Tagebücher haben sich abgeratet, zum Glück. Sie beide sind umgekommen. Die Tagebücher existieren. Ich will Ihnen 2 kurze Abschnitte. Eines Krugs Tagebuch von dem 19. Februar 1942. Die Vertreter von Alfred von Rosenberg, das heißt der Rosenberg-Stab, was hat ungefähr mit begangen mit dem Material. Die Vertreter haben mit 2 Tagen zurückgeschickt nach mir, nach Kalmanowitschen und nach Heiko Lunski. Nach Begegnen sich mit mir ist klar geworden. Sie nehmen heraus die Strashun-Bibliothek und führen ihr über in Universitätsgebäude. Anführen mit der Arbeit darf ich, mein Vertreter darf sein Kalmanowitsch, Lunski in der Rolle von Sachkenner. 12 Arbeiter sind eingespannt geworden in der Arbeit von überführenden Büchern. Okay, ich hätte über ein bisschen. Ich und Kalmanowitsch fühlen sich nicht im Ganzen. Wir wissen nicht, sie sind mir Begräber, sie Retter. Wird uns gelingen, einzuhalten die Äußeres in Wilne, dann wird es erst sein, unser größer Verdienst. Wird man aber die Bibliothek herausführen, dann wollen wir haben dazu zugelegte Hand. Ich probiere mich assekurieren, das heißt sich versichern in alle Fällen. Und noch ein kleiner Abschnitt, schon sagen wir, was ist ein tragischer von mit Apochadoshim später in Juni, dem 10. Juni 1942, schreit Krug nicht wegen Strashun-Bibliothek, sondern wegen JIVO. In dem Lokal von JIVO sind jetzt gekommen Deutschen, welche führen durch eine endgültige Selektion von den Büchern, welche sie können verbräuchen. 70% von den verranen Büchern von dem JIVO-Vermeg, zugleich mit den angeklebenen Büchern von Stott, werden verbrakiert und herausgeworfen als Mist, wie Makulatur. Die jüdischen Arbeiter sind bei dem beschäftigt, weinen mamisch. Das Herz kann platzen zugucken. Oder der zweite Abschnitt. Dank. Das sind 2 rührende Momente, was beschreiben die schwere psychologische Arbeit von der Papierener Brigade, wie wir vielleicht das rufen, in Ghetto. Und deswegen haben sie als Sache geraten wird.
Könnt ihr uns sagen, etwas wegen dem Rosenberg-Stab? Nun, der Rosenberg-Stab ist eine riesige Instanz mit Hunderter, stammen auf Tausender Mitarbeiter, weil sie hat begann mit allerlei Kultur äußeres, ja, nicht nur jüdische, sondern allerlei Kunst und Bücher über ganz Europa. Sie sind gewesen tätig in Paris und gegangen von privaten Sammlungen und von Museen. Aber sie haben gehabt einen speziellen Abteil Verbegandinnen und zunehmen Judaiker, das heißt Bücher und Materialien auf Jiddisch und Hebräisch. Und der Rosch von dem judaistischen Abteil von Rosenberg-Stab ist gewesen Dr. Johannes Paul. Und wieder die Arbeit von begangenen jüdischen Bibliotheken, Archiven, Museen, das haben sie getan mit. Sie haben zugenommen die Materialien vom Rabbinerseminar in Paris und von der jüdischen Kirche von Salonika und von Kiew. Aber der Dr. Paul hat verstanden, als wenn es kommt zu jüdischen Materialien, hat Wilne eine besondere Geschichte und darüber hat eine Sache von seiner Arbeit konzentriert auf Wilne. Ist doch gewesen ein Stück Meven auf jüdische Unionen. Wie ich verstehe, hat studiert in Eretz Yisrael und gekannt in Hebräisch. Es hat mir viel gekostet, ein Stück gesund, wenn ich habe gelernt, was ist geschehen mit ihm und von seinem Mithelfer, Dr. Gotthard, noch einmal kommen. Sie haben Jahren in German nicht verbracht, war sehr Verbrechens mit jüdischen Äußeres. Wie hast du heute herausgefunden, was das gewesen sehr Schicksal? Wie habe ich herausgefunden? Nun, dafür wegen Dr. Paul ist da eine Biografie auf Deutsch. Also, das ist gewesen die geringere Arbeit, weil die Frau Maria Ludwig Kuhn hat schon ausgeforscht sein ganzes Leben von Anne bis zum Sof. Wegen Dr. Gotthard habe ich, was es gewesen, praktisch sein Malamokim, sein Stellvertreter, habe ich lang genistert, weil in dem Fall hat Sutzgewer ihn faktisch identifiziert. Man hat zugeschickt zu Sutzgewer ein Bild von Gotthard und er hat gesagt, ja, das ist er. Also Sutzgewer hat eine direkte Rolle in dem, als man hat arrestiert den dosigen Gotthard, aber faktisch nach einer Jahrzeit hat man ihn befreit. Und das hat auch gewesen, die United Nations, hat gehabt engländische Archiven wegen War Criminals, wegen Mohammed-Verbrecher. Und ich habe gefragt, die Papke von Gotthard, was hat er gegeben? Sein Indien. Also nach einem Jahr hat man ihn befreit und faktisch nicht bestraft. Ja, und hat noch gehabt eine Karriere in die Jahren nach der Mohammed. Ja, er hat gemacht Karriere. Er war ein außergewöhnlicher Redner. Das heißt, er hat eine Sache mal gebeten, seine Biografie. Ja, also, wenn man hat ihn arrestiert, hat er geteilt, ich bin ein Jid, wie kennt ihr mich? Ich bin ein Jid von Riga, ich bin ein deutsch-werdender Jid, wie kennt ihr mich beschuldigen, die Sachen? Er hat uns gedacht, eine ganz falsche Biografie, wenn man ihn arrestiert. Später, wenn man ihn befreit, hat er uns gedacht, noch einmal eine falsche Biografie. Also hat ein Habilitationsdoktorat von Punkt in der Zeit, wenn er gewesen in einem DP-Lager. Also er hat gekannt gut behalten seine Lebensgeschichte. Also der Gotthard gewesen, wenn es ein Künstler, wenn es kommt zu Austrachten, falsche Biografien und mit dem hat er sich verhielt von dem bestraft.
Nu ja, lass mal nicht zu viel reden wegen sie, die Verbrecher. Lass mal reden wegen die jüdischen Helden. Das sind gewesen, sei bester Mohammed unter den Nazis und sei noch der Mohammed beim Ratewen äußeres von anderer Hand, das sind gewesen Kaczerginski und Sutzkever. Könnt ihr uns etwas sagen wegen seiner Rolle in der Papierbrigade des Schatzter Mohammed und seiner Rolle nach der Mohammed? Bei mir ist die zentrale Figur Kaczerginski, was ist ein bisschen versehen. Ja, das heißt, alle wissen wegen Sutzkever und einmal sagt man Sutzkever und Kaczerginski. Teilweise war die Sammlung in Jivo, heißt Sutzkever Kaczerginski, aber er war mal auf dem zweiten Ort. Und ich habe bei Kiewen geschrieben ein Buch, wo soll sein auf dem ersten Ort. Ist, ich meine, eine wichtige Figur in beide Phasen. Die wichtigste Figur in beide Phasen. In der ersten Phase ist nahe zu der Unführerschaft von der FPO, von der Partisanerorganisation im Ghetto. Und schmuggelt nicht nur Bücher rein im Ghetto, nur hilft euch in Jivo Binyan. Trefft sich mit christlichen Freunden, was geben ihm oder verkaufen ihm Gewehr. Und das ist sehr wichtig, weil der FPO hat faktisch untergeholfen, die ganze Operation von Operativen die Kultur äußeres. Und in der größeren Maße ist das dank Kaczerginski, was gewinnt aktiv in beide Unternehmungen, in einem bewussten Widerstand und in einem geistigen Widerstand. Ich Sutzkever ist auch gewesen ein Mitglied von FPO, aber hat nicht gewesen so nahe zu der Führerschaft wie Kaczerginski. Ich will weitergehen mit Kaczerginski in der zweiten Kufe, in der sowjetischen Kufe. Mich hat es verhindert, wenn ich das eingesehen habe. Sutzkever gewähnt, aber Sutzkever gewähnt im ganzen Wilme weniger wie 2 Chadoshim. Hat gespielt eine Schlüsselrolle in der Operation Observativ auszugraben Sesemis. Aber nachdem ist weggefahren in Moskau. Und zurück von der Zeit ist der Anführer von die alle Aktivitäten gewähnt Kaczerginski. Zurück von der Zeit mit geschaffener jüdischen Museen ist der Direktor vom Museum gewesen, Kaczerginski. Und bei ihm ist sehr dramatisch, weil gewesen ein Kommunist war, der Mohammed. Aber die bittere Erfahrung von Leben im sowjetischen Wilne hat ihm enttäuscht und hat sich bitter enttäuscht in dem Kommunismus. Und überzeugt sich, der gewesene Kommunist, als die Materialien Toren nicht verbleiben in Sowjetverband. Und noch früher wie Sutzkever, hat dann rausführen Materialien von Wilnik in Polen, von der sowjetischen Wilne in Polen, durch Freund und zum Sofa euch mit den eigenen Händen, mit den eigenen Fies, führt raus Materialien. Also ich halte ich hoffe, das Buch wird zu viel Interesse zu sein, Persönlichkeit. Ich hoffe euch also, und ich denke, junger Heid, was für eine Tragödie ist es gewesen, wenn ist gehagelt geworden in einer Plankatastrophe in die 50er Jahren in Argentinien. Und ist noch gewesen ganz jung in jenen Jahren. Ja. Ist seine Karriere abgeschnitten geworden. Damit. Ja. Ja, der Mann, dass man hat physisch Poschet geschleppt, also zu sagen, mit sich Materialien von Wilne, Peulen und von Peulen weiter in die okkupierte Teile von Deutschland, das heißt unter der Beschuss von die Marabdicke Meluches. Aber das ist bloß ein Strom, also zu sagen. Man hat doch gedacht, wenn die alle Äußeres, was
Gotthard und Paul haben gehabt, geschickt in Deutschland, in Frankfurt und andere Skladen von Eutres in Deutschland, wo sie sind gelegen und mit die Amerikaner in der Amerikanerzone von Deutschland hat nicht gewusst, was zu tun mit sie. Hat mir gedacht, in einem gewissen Sinn euch raten werden von den Amerikanern. Ihr seid ja Masken, können wir sagen? Ja, wir können so sagen. Torschit von Zuhörer, was versteht öfter nicht im Kontext. Die Materialien, was die Deutschen haben geschickt in Deutschland, sind angekommen in Frankfurt, was gewesen der Amerikanerzone von der okkupierten Deutschland. Da muss ich hereinbringen noch ein Held. Ich habe, kann man sagen, 5 Haupthelden in einem Buch von der Papierbrigade allein. Kruk, Kalmanowitsch, Sutzkever, Kaczerginski und Pupko Klinski. Aber der 6. Held, es tut mir ein bisschen Bank, was ich habe ihm nicht anerkannt, wie der 6. Held von der ganzen Meise, ist Max Weinreich. Was sitzen wir in New York, wie der Anführer von dem JIVO in Amerika, hat Mames durchstudiert die Linien von deutscher Judenforschung, von dem Rosenbergstab, und hat verstanden, als die Materialien müssen sich befinden, die JIVO-Materialien müssen sich befinden in Frankfurt, und hat faktisch abgegeben, auch gesagt, 2 Jahre von seinem Leben, mehr auf dem wie auf der Wissenschaft, durchbrechen die Amerikaner Bürokratie, die man so schicken die Materialien in New Yorker JIVO. Man darf verstehen, als ein Gesetz in jenen Zeiten, darf man umkehren bagaselte Eigentum zum Land, von welchem man sie zugenommen. Das ist gewesen, ja, Restitution von begammeltem Eigentum zum Land, von welchem man sie begammelt. Und darüber in der amerikanischen Bürokratie hat man Sache geteilt, man darf das zurückschicken oder in Polen, weil Vater noch haben es nicht in Polen, oder in Sowjetenverband, weil in der sowjetischen Elite, weil das ist das Gesetz. Und der JIVO hat gedacht, überzeugen, als das ist ein anderer Fall. Erstens, als der New Yorker JIVO ist der direkte Hemmscher von Wilna JIVO. Das ist ein Fall von einer Institution, was ist ein Poet, was ist entlaufen. Die Bibliothek ist geblieben in Wilna, aber die Institution ist entlaufen in Amerika. Und man darf anerkennen, dass das belangt zu der Amerikaner-Institution JIVO in New York. Aber das hat gedauert 1,5 Jahre von Bargarov. Das State Department sagt ja, the War Department sagt nein, bis Sofkosov hat der JIVO gekrogen die Materialien in New York. Aber es ist bei ihm gewesen eine Möglichkeit, man soll schicken die Materialien zurück in Mitteleuropa, zurück oder in Polen oder in Sowjetenverband. Und das hat gewesen, versteht sich, ein Koschmar. Nicht nur für Weihnachten und nicht nur für JIVO, sondern das hat auch gewesen eine Katastrophe für die jüdische Wissenschaft, für die jüdische Kultur, weil dort wollten sie gelegen und keiner wollte sie nicht gekannt nutzen. Und also sind sie angekommen in New York und in Nizze, frank und frei sind 1947. This is WUNR Brookline. Und deswegen sind geblieben Asach-Materialien in der sowjetischen Litte, was mir hat nicht gehabt, keinen Zutritt zu sein. Die alle lange Jahre. Efter könnt ihr uns ein bisschen erklären, was ist gewesen eigentlich der sowjetische Zugang zu den jüdischen Materialien?
Nur das wendet sich in der Tkufe. Aber die schwerste Tkufe ist gewesen die letzten Jahre von dem Stalin-Regime. Die also gerufene schwarze Jahre von sowjetischen Judentum. Demut liquidiert die sowjetisch-jüdische Literatur und Kultur und ist gehargert die hochschätzte Schreiber. Ist Demut hat man auch vermacht, liquidiert dem jüdischen Museum in Wilna. Und die Materialien hat man übergegeben in verschiedene litwische Bibliotheken, Archiven. Aber eine Sache von den Archiven haben Poshet Meure gehabt zu halten, jüdische Materialien. Das heißt, der Antisemitismus ist gewesen als scharfer, als sie haben sich gesagt, man wird sie beschuldigen in sein Sonnen von Volk, Zionisten, nur davon, was sie halten, jüdische Dokumenten und Bücher. Es sind gewähnt Befehl, man soll sie zerstören. Zum Glück gewähnt ein Ort und ein Mensch, was hat gehalten anders. Das ist gewähnt Antanas Ulpes, gewähnt der Direktor von der litwischen Bücherkammer, Book Chamber. Das ist also ein Bücherarchiv. Hat gehalten, also alle Bücher sind entire, nach der durch welche Sprache. Und also auch die Dokumenten sind entire. Und hat sie faktisch verbehalten. In seiner eigenen Institution, in seinem eigenen Bücherarchiv, hat die Materialien lange Jahre behalten. Und viele seine eigenen Mitarbeiter haben nicht gewusst, als die Materialien liegen unter einer Berg litwische Bücher in Bücherkammer. Also faktisch ist das dritte Mal, was man geraten mit den Materialien. Das dritte Mal, nicht in jedem, aber das kann Litwiner, was hat risikiert und geraten mit Materialien. Etwas hat man fortgewusst wegen dem, als es liegen jüdische Materialien in Wilna. In 1971 bin ich gewesen in Wilna und gerade mit einem was heißt Schwarz, ich habe ihn vieles gefragt auf Litwisch, von der Schwarz, als sie mich kennen, hat er gesagt, mich kennen. Und er hat mir, ich habe ihm gesagt, also ich bin ein bisschen bekannt mit dem Jiva-Archiv in New York, aber ich habe verstanden, als nicht als ist rübergeführt geworden, ja, in Amerika hat er mir gesagt, warte nicht, es liegen in die litwischen Archiven genug Materialien, also sitzen, Chadoshim lang. Das hat er mir gesagt. Habe ich gewusst, dass er nicht nur Bücher, er hat geredet wegen Dokumenten. Das sagt er gewesen in dem litwischen, sowjetisch-litwischen Archiv. Also es ist nicht gewesen bloß behaltene Bücher, nur Dokumenten in die Archiven. Weißt du es? Sie gewesen Materialien in Archiven, verschiedene, aber so Dokumenten sind auch gewesen in dem Bücherkammer. Aber schau, wir sind gerecht. Gewisse Menschen haben gewusst, als es dort, aber der Zutritt ist gewesen sehr begrenzt. Nur ein paar Mitarbeiter haben bearbeitet die Materialien, eine Gruppe Pensionären haben gearbeitet auf dem Projekt. Einmal in der Joivo hat ein Wilna jüdischer Schreiber oder der Direktor von einem Theater in Wilna gekannt reingucken in etwas. Also, als es da hat man gewusst, mehr weniger, aber Zutritt ist gewesen sehr, sehr begrenzt. Ich habe das verstanden damals, wir können ein bisschen wegen dem reden, aber wir geben die Erlaubnis, guckt sich an, das ist keine Frage damals, nicht gewesen. Schon nachdem wir
Buch ist fertig geworden, hat man entdeckt einen ganzen neuen Äußer von Material. Habe ich gut verstanden. Also viele ihr hat nicht gewusst, dass es dann noch ein Äußer verbehalten in der in Keller von der Kirche in Wilna. Das hat man ausgefunden erst vor einem Jahr. Das ist also in der Meierewelt hat man sich bewusst trotzdem wegen die Materialien zum ersten Mal in 1988. Und ich bin gewesen zum ersten Mal in Wilna, nun hätte später wie ihr, ich bin gewesen zum ersten Mal in Wilna in 1989, knapp 30 Jahre zurück. Und ich bin gewesen dort fahren Jivo, mit dem Archivar, Marek Web und mit dem damaligen Direktor Shmuel Norich, Kidei anzugucken die Materialien. Das zum ersten Mal hat man gewusst, da reinkommen und gucken. Also ich bin gewesen dort in 1989 und mit nur 28 Jahren später und schon nachdem ich habe angeschrieben das Buch, ja, verbindet man sich mehr von dem Jivo noch einmal als so da noch Materialien. Ich meine, für euch und für euren können euch sagen, dem Fugen ist wegen dem letzten abgefundenen Stickel. Ich nehme an, es ist sicher gewesen in jener gewesene Kirche jahrelang, aber die letzten 10, 15 Jahre haben sich die Materialien gefunden anderswo in einem Xaviad-Obteil, Manuskriptenobteil von der Litwischen Nationalen Bibliothek. Die Bücherkammer geworden hat Teil von der Nationalen Bibliothek und die Materialien sind gewesen in einem wie geschlossene Materialien in einem Manuskriptenobteil. Und der Haupt von dem Obteil, ich bin ein emissar sowjetischer Chinovnik, Bürokrat. Also wie es geschlossene Materialien hat keinem mit erzählt, dass hat solche Materialien. Also der jüdische Abteil für Abrams nicht erzählt, dass hat solche Materialien. Sein Zugang gewesen, ich habe nicht in der Leute nicht zu sagen, andere Menschen, was es gefällt sich bei mir in Abteil. Die geschlossenen Materialien, das ist ein Rostspitzkram. Mit der 2 Jahre zurück hat die Nationale Bibliothek geschaffen, ein Obteil für jüdische Jerusche, jüdische Kultur-Jerusche. Und der Direktor von der Nationalen Bibliothek hat herausgeschickt, ein gewöhnliches Memorandum, wir haben ein Obteil für jüdische Jerusche, wir werden alle Abteilungen zusammenzuarbeiten mit einem Obteil. Wie bald jener hat gekriegt ein Memorandum von einem Balabos, wir werden mitzuarbeiten mit einem Obteil. Hat gesagt, aber soll ich einfach schon erzählen? Also hat Sofkosov erzählt, Kollegen, also hat die jüdische Materialien. Also es ist ein tragikomischer Fall von einer Bürokrat, was hat nicht ausgesagt, dass als bei ihm liegen solche Materialien. Das ist ein äußergewöhnlicher Meister. Es hat gedauert ganze 75 Jahre, dreiviertel Jahrhundert, bis die Äußers gefunden haben oder heimen. Agiv, wie ich verstehe, bleiben die letzte Original, sei von den 80er, 90er Jahren, sei von vor Jahren, bleiben die originellen Dokumenten und Bücher in Wilna. Und nur Kopies hat man gemacht oder wird man machen für Jivo. Ist das ein Klapp für Jivo? Nun, wie bei wem? Von mir ist das eine große Enttäuschung. Der erste Zugang von dem Jivo, die letzten Jahre, von der Anführerschaft von Jivo, ist, als wir das digitalisieren, machen digitale Copies. Und das ist sehr richtig. Ich halte es nicht genug. Aber verstehst du allein, als einmal ist da eine archivale Sammlung, was die erste Papke befindet sich in New York und die zweite Papke befindet sich in Wilna und die dritte Papke in New York, die vierte Papke in Wilna. Also
Zu vereinigen die Sammlung ist eine digitale Kopie sehr nützlich und die Qualität von digitalen Kopien ist einmal besser von der Original, so ist es gewöhnlich. Aber von mir, ich rede meinen eigenen Namen, ich halte moralisch ist Kruk und Kalmanowitsch und die anderen haben nicht risikiert mit dem Leben und Kruk und Kalmanowitsch überzeugt mit dem Leben. Today, das jüdische Volk soll kriegen digitale Copies. Moralisch gehören die Materialien zum jüdischen Volk und die Jivo-Materialien, nicht als es Jivo oder vor, die Jivo-Materialien gehören juridisch zum Jivo. Das hat die amerikanische Regierung anerkannt mit mehr wie 70 Jahren zurück. Also, ich bin nicht zufrieden mit dem Ausweg. Aber es ist heute etwas ein Ausweg, weil die Litwiner haben nicht gewollt abgeben. Sie stolzieren sich mit dem, sie sagen, es ist litwische Kulturgerüche. Und hat dann beschlossen zu gehen mit einem geringeren Weg, anstatt dem Weg von Konflikten, zu gehen mit dem Weg von Zusammenarbeit und von Kopieren. Ja, es ist schade, aber fort meint es, als die Materialien wird man kennen, ausforschen. Nicht nur in Wilna, nur auch in Amerika. Ja. Ich habe gewollt bei euch fragen, Sie ist ineinander Götter vorgekommen an ähnlicher Prozess. Wir wissen doch wegen dem Ringelblum-Archiv in Warschauer Ghetto. Kämen die zwei, also sozusagen die zwei Aktien in Wilna und in Warschau vergleichen? Sind sie von demselben Min? In einer gewissen Maß, ja. Der Trop von der Arbeit von Ringelblum-Archiv, wie zusammen bekannt, ist gewesen, zu dokumentieren und forschen die jetzige läufige Geschehnisse, das heißt wegen Leben und Tod in Ghetto. Also Ringelblum-Archiv ist nicht gewesen, also wegen jüdischer Kultur äußeres von Vater Mohammed, sie gewesen wegen jetzt, aber fort, dass die Papierbrigade hat, und Kruk speziell, haben uns behalten, Sachmaterialien wegen jetzt, wegen Ghetto, also die zwei Unternehmungen sind ähnlich, beide Fragen haben gedacht, bei Groben unter der Erde und Ausgroben später, so da Ähnlichkeiten. Und es sind gewesen Rosenbergstab, Arbeitsbrigades, Zwangarbeiter, auch in andere Städte. Wir wissen, dass Sachen weniger wegen sei in die andere Städte. So gewesen als eine Gruppe in Kovne und so da ein bisschen sich reines. Aber Postet in Wilna haben wir den größten Fall, das ist sicher gewesen der größte Center von der Rosenbergstab. Brigade, jüdische Brigade. Es ist der größte Fall und es ist der Fall, wo man hat das Sache abgeraten wird. Aber es ist sicher nicht im Ganzen unikal. Gesagt einmal, als in Warschau ist vorgekommen der MSR physische Widerstand. Im Wilna ist euch gewähnt, versteht sich, FPO und ein gewisser Maß physischer Widerstand, aber nicht also in Warschau. Die FPO ist meistens heraus von Ghetto und weg in die Wälder und die Puschjes. Kann man sagen, aber als die Papierbrigade ist euch gewesen, Widerstand, geistiger, kultureller Widerstand gegen die Nazis. Avade, beli schon sofik. Man soll es machen, sehr poschet und fundamental. Die Deutschen haben gewollt oder begannen oder vernichten die ganze jüdische Kultur. Die ganze jüdische Kultur. Das gewinnt sehr Plan. Und sie haben noch gewollt dazu, als jüdische Intellektuellen sollen sich beteiligen in
in dem Plan zu zerstören oder abschicken, die ganze jüdische Kultur. Und die dosige Menschen haben gesagt, nein, wir wollen nicht laufen, als ihr sollt zertreten unsere Kultur und sie rauswerfen wie Mist. In dem Sinne allein haben sie gewollt Prospektalien machen, die Pläne von den Deutschen. Klar, das ist Widerstand. Und von anderen Häusern wollen wir nicht vergessen, die Menschen haben manchmal risikiert mit dem Leben. Wenn wir wollen, sie gehabt beim Ghetto teuer mit Materialien, hat man sie sehr gering gekannt schicken Komponar. Das ist nicht ein Kinderspiel, das ist gewesen. Und sie haben risikiert mit dem Leben, was ich halte, das ist nicht weniger wie die Kämpfer von FPO haben risikiert mit dem Leben. Und darüber darf man sie betrachten wie Helden, Helden von der jüdischen Kultur und vom jüdischen Geist. Nun, ich meine, als mit deinem Buch wird man jetzt verstehen, besser, was für Helden sie sind gewesen. Efter könnt ihr uns sagen, etwas wegen interessante Überlebungen, was ihr habt gehabt, beschaß euer Forschen das Buch? Avade sind haben die frühe Messias in Wilna, wenn ich zum ersten Mal gesehen die Materialien gelost, das sehr starken Räuschen. Aber unser Treffen damals mit Jeden, das hat gehört. Aber mir fällt jetzt da rein in den Kopf, aber jeder Tag, wenn ich habe genistert in verschiedene, aber ich hatte Anpflegungen. Jeden Tag gewinnen Anpflegungen. Von mir die schwerste Überlebung beim Schreiben des Buchs ist gewesen, ich habe gemusst durchhackern deutsche Archiv. Ich habe gemusst lernen dem Archiv von Rosenbergstadt. Das, was Dr. Paul und Dr. Gotthard sehr berichten in Frankfurt und Berlin. Und ich habe allemal geforscht die Themen von dem jüdischen Guckwinkel, von dem Guckwinkel von den Helden. Und jetzt muss ich, aber ich muss durch, und das ist gewesen von mir sehr peinlich, zu sehen, wie kaltblütig und ruhig die Deutschen reden wegen, dass sie tun. Ich habe gesagt, das sind die Überlebungen, was ich gehabt habe, sind nicht Treffungen mit Menschen. Ich habe gehabt sehr interessante Interviews, aber die sind die Überlebungen gewesen in wenigsten. Wenn ich sitze vor einem Computer oder in einer Lehensaal und sehe ein Dokument, ich habe nicht einmal verlost, dass lehendige Dokument. Aber ich will wegen dem zugeben noch eine Sache. Der Mann ist beim Samuel nicht vom Buch. Als sie noch geblieben leben, noch ein Mitglied von der Dosiker Brigade, Mische Menken, in der Heimat geheißen Minkowitsch. Und ich habe sich bewusst wegen dem zufällig. Gewinnt ein technischer Arbeiter, nicht gewinnt von den Intellektualen. Gewinnt ein junger Bocher, was hat geschleppt, Kastens und gepackt Kastens und getan die schwere schwarze Arbeit. Einmal habe ich gerät in New York, vernusslich Wilne, von dem Wilner Landsmannschaft. Und ich habe dem Mann, die Papierbrigade, ist noch ein Programm, kommt dazu zu mir und er sagt, du weißt, ich habe gearbeitet in jener Brigade. Und ich bin gewinn sicher, als tracht so ist es. Wie kann das sein, als in die 2000er Jahren kann doch sein, 2010er Jahren kann doch sein, ein Mensch, Sutzgehör ist schon gestorben, Kaczynski schon lang gestorben. Wer kann sein, dass es gewesen in jener Brigade? Hebt mir und erzählen trotzdem und ich sage nein, also er sagt mir, er hat bei MS gearbeitet in der Brigade. Er gewinn 18 Jahre alt. Er hat dort gearbeitet, pro Chadoschen. Und jetzt, mit 75 Jahren später, ist er 93 Jahre alt.
Und ich muss sagen, das ist gewesen von mir eine Größe, weil wir sind geblieben bis heint. Noch ein Freund, wohnt in New Jersey. Und hat bei ihm von mir entdeckt gewisse Nuancen, was ich habe nicht gefunden, nicht in Sutzgras Bücher und nicht in Kaczynskis Bücher und in Ergets nicht. Ich wollte das zugerechnet von einer von den größten Überlebungen. Ja, zurück mit vom Grubenmuseum. Über eine Ausstellung wegen Kovnagetter. Wenn eine größere Ausstellung ist dort gewinnt, durch 3 Jahre lang ist gestanden, die Ausstellung. Und ich dachte, sie wollte öfter gedacht sein an eine größere Ausstellung von Material, von gerade wird von Wilna. Ergens in einem größeren Museum. Ich weiß, als in jeweils ist da gewisse Muschel dem Binkes von Goins Klois ist hat man ausgestellt und noch solche Sachen. Aber ich werde wegen einer größeren Ausstellung. Die Welt soll sich bekennen mit dem ganzen Indien von die gerade mit der Äußerung. Meint ihr, als eine Sache gewinnt möglich? Absolut. Und mit damit wird das geschehen. Man hat sich gewöhnt zu mir von dem Grubenmuseum in Houston, Texas. Ich weiß, das ist mir nicht bekannt und ich weiß nicht, aber weißt du, dass der Grubenmuseum in Houston, Texas ist die drittgrößte in Amerika, nach Washington und New York. Sie wollen dort in Houston zugreifen als eine große Ausstellung, eine große, es ist zusammen mit Nivo, zusammen mit Lochamecha Getaot und Yad Vashem von Israel, zusammen mit dem Wilna Jüdischen Museum, was ist heute in Vilnius. Und nicht nur, wenn sie das machen in Houston, sondern auch dann bilden sie es schicken über den Land und über der Welt. Ist halberweise, dass wir kuhen werden, weil wenn wir sagen dem Emes, Sachmenschen lehnen nicht kein Bücher oder lehnen nicht ganze Bücher, ja. Und Museen sind sehr wichtig wie der erzieherische Institute und das wird geholfen, verspreiten die Geschichte von der Papierbrigade, wenn so eine Museum Gegen dem, was der Mond dem Grubenmuseum in Houston. Ich bin nun befreundet mit Shmuel Bach. Was sie haben letztens gehabt, eine große Ausstellung von seinen Bildern in der Grubenmuseum. Und also herum haben sie sich gewusst, dass es voran eine große Grubenmuseum. Ich wollte an dem nicht gewusst. Ja, Punkt also. Und der Pfarrer hat interessiert mein Thema, weil sie haben schon ein Scheiches mit Wilna. Shmuel Bach hat übergegeben Teil von seinem Kunstwerk zu dem Houston Grubenmuseum. Nicht nur für eine Ausstellung, nur auf ständig. Ein Teil hat geschickt, Patrick in Wilna, und ein Teil hat übergegeben in Houston. Also, ja. Ich will euch lassen wissen, als Shmuel Bach ist letztens geworden wie ein Ritter von der Stadt Wilna, ein Knight. Ja, also ich rufe ihn Sir Shmuel. Sir Shmuel. Oder Sir Samek. Ja, ich gedenke, wenn mir hat Sutzgewils Wilna Ghetto, was was mit Trilles gedruckt in Moskau und schnell immer gedruckt geworden in der Tag Zeitung in New York. Habe ich gelernt wegen dem Künstler Shmuel Bach, was es gewinnen mehr weniger, ein bisschen älter von mir, aber mehr weniger in meinen Jahren. Und es ist noch gewinn Mohammed-Zeit. Ich habe nicht gewusst, sie hat übergelebt, dem Gruppen. Also ich habe eine Verbindung mit Shmuel Bach von seinen jüngsten Jahren. Und auch jetzt. Ich meine, wir haben, ihr wollt etwas zugeben zu unserem Schmus? Wir haben schon gehabt, schon Zeit. Nein, ich meine, gedeckt die Themen von der Sache Guckwinkeln und schon, ich habe gegeben verschiedene Interviewen, aber
erstens, dass sie gewinnen, Machaya zu kennen, ob ein Interview auf Jiddisch. Und zweitens, als ein Interviewer, was kennt so gut die Themen und fragt, dass auch eine gute Frage ist, habe ich noch nicht gehabt. Ich habe weise, ich habe noch als auch ein Leiner, wie du bist. Sag Kompliment, das weiß ich nicht, wie zu entfernen. Aber ich muss sich entschuldigen, eine Sache, ich habe gearbeitet wie Hauptkonsultant zusammen mit Abakovner Oliver Scholem auf dem Film Partisans of Vilna, Partisaner von Vilna. Das ist gewesen in die 80er Jahre. Und wir wollten filmiert nicht nur wegen die Partisaner, nur auch wegen Le Marchal, der Papierbrigade, haben damals noch gelebt. Als von sie. Das wird etwas zugegeben zu dem Film. Aber wir haben nicht verstanden, dem Indien genug gut. Da bin ich also glücklich, was ihr hat getan, eure Arbeit wegen die Helden von Vilna Ghetto. Ja, danke schön. Einmal liege ich im Bett bei Nacht und ich tracht, also ich, auf jener Welt wird man mich bereuen, weil ich habe eine sehr gute Sache getan, eine Emes-Mitzwe, und das ist verewigen dem Undenk von den Menschen. Amen. Okay. Alles gut, Sean. Alles gut euch und einen schönen und herzlichen Dank. Vilna, Stadt von Geist und Mimas. Vilna, Jiddisch Lach vertracht, wo es murmeln stille Tfiles, stille Säudes von der Nacht. Ich will bedanken dem Gast David Eliyahu Fishman wie euch dem Interviewerer Sholem Bainfeld. Das Buch heißt The Book Smugglers, Poets, Partisans, and the Race to Save Jewish Treasures from the Nazis. Es ist klar, als das Lied Vilna ist passend zu der Thematik von der heutigen Programm. Musik von Alexander Olshanetsky, Wörter von Ephraim Leib Wolfson. Das ist in der Ausführung von Bostons Klezmer Conservatory Band. Henke Snetsky ist musikalischer Regisseur und spielt Piano. Und es singt Judy Bressler von Album von 1981 Jiddische Renaissance. Das ist zunächst Meir David für einen jiddischen Call. A gute Nacht. Zeiten von Amor. Gezei dem Weldele Sakreter in sein Schatten eingehielt, wo Geheimes haben Lehrer. Unser Wissen durchgestillt. Oi Vilna hat dem ersten von der Freiheitsbahn gewebt und die liebe Kinder ihrer mit der zarten Geist belebt. Vilna, unser Heimstatt, unsere Bänkschaft und Bagger. Ach, wie oft es ruft deinen Namen von mein Eugereus Trär. Vilna, Gessleche, Vilna, Teichen, Vilna, wilde Borger, Zoll. Epes Neuet, Epes
es bringt sich noch die Zeiten von am